Und damit begrüßen wir euch ganz recht herzlich zu dieser neuen Episode ugezockt, und zwar mit dem lang erwarteten Borderlands 3. Und nicht zu vergessen, wenn euch das ganze Format ugezockt gefällt, dann denkt, wenn ihr schläft dran, Like dort zu lassen und nicht zu teilen. Mit Händen. Naja, und auch noch ganz wichtig, 11F Media abonnieren, für dass ihr immer neuesten Stand mit den Videos sind. Seht. Das ist spät. Stimmt nicht, haut nicht so mit der Spruch. So. Hey, mein Charakter. Super, top. War schön. Ich hatte schon eine Episode abgeholt. Hat super geklappt. War gut kein Problem. Hat so gut gegangen. Hey, Schon direkt willst du eine Geschichte hören? Kammerjäger. Sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Marcus war. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden, eine Karte zu Kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir. So. Da wären wir am Charakterauswahlbildschirm. Und ich meine nicht, wie auch schon an meinem Aufnahmeversuch für drin, spielst du Flake. Schon den auch schon auf der Gamescom dürfte spielen. Du hattest den Zane. Ich gehe nicht mit der Maus rüber, weil da schwätzt jemand dran. Den Zane und den Flake habe ich gespielt. Also als allererstes hatte ich den Zane gespielt und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit für den zweiten Durchlauf und du hattest nicht kassiert Flake gespielt. Und den gefällt mir 1000 Mal besser. Also so ein alle guten sie hier 4 No-Dealer. Und beim Flake ist deren, die an den Kampf mal drauf schicken kann. Dann hat mir einfach immer mega Spaß, wenn du immer im Sebastian kannst geheuern. Und der Zane, den schafft mit Hologramma und Drohnen und so Sachen. Das ist auch flott. Mouse macht bestimmt doch Spaß mit dem riesigen Mac. Aber ich bleibe bei Flake, weil es einfach Spaß macht. Hey, du musst der neue Rekrut sein. Ich bin Ziel vor PvP-Vielzweckroboter, aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Wie heißt du? Du darfst mich Fleck nennen, bis ich entscheide, ob ich dich töten werde. Danke. Ich bestell dir schon mal einen Grabstein, nur für den Fall. Also, Top. Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Geil. Gib her. Das ist ein Gameboy dazu. Do it. Natürlich. Guck mal, kannst du. Nee, die Antenne ist anders. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Darum werden sie jetzt als Granaten verkauft. Alles. Ein verschlossenes Tor. Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Claptrap. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. Dann ist da einfach. Den ist einfach so gut. Du super Rekrut. Ich hab's vergessen. Ich habe in der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir. Wir müssen unauffällig bleiben. Ja, da gehen wir viel. Schleichzeit. Muss hier rüber und muss mich sehen. Und dann hier drüber rüber. Super duper Leute. Und auf den Spitz dahin. Rumdrehen, ich bin so duper, und dann weiter mit so leise. Duper leise. Oh, das war jetzt etwas zu laut.
Geh nicht drauf. Ich überrede sie, mich reinzulassen, werde ihr König und dann ermordest du sie kaltblütig. Sieh zu und lerne, Rekrut. Hallo? Ist da jemand? Hier spricht sie, heiliger Influencer der Kinder der Kammer. Was willst du, Schrottbot? Hallo, blutrünstiger Irrer. Ich bin es, Claptrap, der Schlechter des Zerstörers, Supergeneral der Crimson Raiders. Ihr seid umzingelt. Öffnet jetzt die Tore, dann lasse ich vielleicht Gnade walten. Ah, ja, lass mich drüber nachdenken. Die nennen sich vielleicht Kinder der Kammer, aber es sind trotzdem Banditen. Und Banditen sind dumm wie Brot. Okay, wir ergeben uns. Bitte töte uns nicht, Schrottbot. Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Türen für euren neuen König. Kein Stress, ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Das geht doch bestimmt nicht schief. Ich hab's geschafft. Ein weiterer Sieg für die Crimson Raiders. Hey! Irgendwas ist komisch. Was ist das? Wo sind Antennas fort? Ja! Gut, gut. Oh Mann. Tötet die Ketzer! Im Namen der Kalypsos! Ah, Ketzer gesprungen. Weil's nicht so viel. Ich hätte winzig nur Arm. Oder riesig nur Arm. Irgendwas ist so schief gelaufen. War die Wünsche gleich. Oh. Komm, kannst doch Silos. Ertsch. Pfeif. Wow. Seht ihr mal, wie krass das mit den Bären aus. Einfach geil. Einfach Flugviecher da rangeschoben. Bam! Boah. Geil. Das war sehr gegangen, natürlich. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Mal gut gemacht. Gut, der ja schon mal gehebelt. Da freut er sich. Oh, schön. Lecker. Okay. Oh ja, schlecht. Yo, hilfst du mir? Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne ab, aber nicht so. Ja, natürlich stand davon. Jetzt lassen heute mal ausreden, du Arschloch. Psch, bist du wahnsinnig? Heißt doch wahr. Ja, ja. Muss irgendwie weiterkommen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment? Ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Ich hab meine Antenne verloren. Ich verstehe deinen Schmerz, kleiner Freund. Ich helfe dir. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Geh. Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Ja, schön, hey, du sprichst, die Klänge. Komm mal. Batsch.
Oh, wie geil. Noch ein Quest. Oh, dieser Psycho hat einen schicken Hut. Ich will ihn. Hol ihn mir, Rekrut. Rede einfach mit ihm. Er scheint vernünftig zu sein. Hallo, wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Dein freundlicher Gruß ist irgendwie verdächtig. Oh ja. Keine Sorge, Kumpel. Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern. Ich brauche diese Metallkopfbedeckung. Oh, nein, nein. Ich könnte mich nie davon trennen. Jetzt nicht. Du musst erst die Schüsseln zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören. Sie senden Stimmen in mein Gehirn. Du hast den Mann gehört. Zerstöre diese Sendeschüssel. Ich brauche diesen Hut. Komplett verreckt. Okay, wo... Also du. Ah, ich spüre, wie die Gedankenkontrolle nachlässt. Oh, hoppla. Ja, zerstör weiter die Erzähl ein bisschen auf Schüssel, Distanz. damit ich endlich diese Stimmen loswerde. Ah, jetzt bin ich frei. So, dann gib her. Ja, frei von diesen schrecklichen, beruhigenden Stimmen. Endlich kann ich das Hauttärtchen sein. Ah! Okay. Langen Schlaf werde ich erwachen. Top. Mit dem Hut Ja, das hat schon gelohnt. Dann könnten die schnöseligen Aristokraten mich nicht mehr von ihren feinen Galas verbannen. Ich hatte alle Zeit natürlich auch keinen direkten Empfang, ne? Wir vielleicht mir einfach gewirrscht, mir. Nur je. Na, so. Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Guck mal da. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die Erstgeborene Tyreen Palazzo. Was geht ab, Banditenweisen? Haha, hier ist die Gottkönigin Tyreen live und direkt aus der HRS. Wir streamen, ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Bandit geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Toll. Sympathisch. Naja, Details, die Mission, die auf der Gamescom zu spielen war. Ich habe die schönste Kopf, die du uns geschickt hast. Wir schicken dir ein Foto, wie wir sie tragen. Gleich nachdem die Leute weggeräumt wurden. Allerdings war es auf der Gamescom gute Kraftbeschweier. Scheint nicht gedacht, dass die schon direkt so umfahren könnt. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr ein Spätmission. Bei der Boss auf der Gamescom. Also war knackig, ja. Also es waren in der Gruppe. Die hatten nicht gepackt. Ich hatten mit allem Mach und Krach. Okay. Und dann kommt der Boss. Peace, Sonic Doom. Der hat einfach Steve. Oh, fuck. Ja, nicht so richtig an Deckung verloren bei den Deckern. Die Jagd geht weiter. Nur nicht für dich.
Okay, no Kampf. Nice. Da ist sie, Bam. die Kammerkarte. So viele besiegte Hab's Gegner gedroppt hinter schon. mir. So viele vor mir. Kranke Scheiß. Boah. So, das war es mit dieser Episode ugezockt mit Borderlands 3. Ich hoffe schon, ihr schon einen kleinen flotten Abblick gehen. Und denkt unbedingt dran, wie am Anfang schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, zu liken und zu teilen. Es hilft enorm. Wenn ihr gerne hättet, das Ganze am Stream oder sonst irgendwie an einer weiteren Episode ugezockt und weiter gefordert gehen, dann sollt man das doch auch in den Kommentaren. Und das weitere verabschiede ich mich dann und wünsche euch noch einen flotten Tag. Ciao!